Da muss ich mit Sriracha gehen. Ein scharfes Säuseli. Ja, da will ich wirklich wenig Kalorien, aber geile Schärfe. Klar, Mayo, Alter. Mayo ist doch die Soße, die man eigentlich nicht wegdenken kann. Aber es ist einfach spannend. so, in den Stats ist sie wirklich Katastrophe. Wegen, was würdest du sagen? Okay, du kommst jetzt natürlich von den Stats her. Das ist auch noch eine spannende Überlegung. Für mich ist es eben auch auf jeden Fall Mayonnaise. Weil ja, Mayonnaise ist... Ich glaube, die meisten würden Ketchup sagen, aber für mich clear Mayonnaise. Also ich finde, Ketchup ist so etwas, das kannst du überall reinhauen und es ist so immer eigentlich recht geil. Ja, aber Mayo ist so mit ein paar Sachen ultra Top geil. Tier. Ja, genau. Was sind so Top 3 Sachen, wo wir sagen, Mayo, ohne das oder ohne Mayo isst sie das nicht? Nein, schon nicht. Das finde ich aber gut, sehr gute Frage. Ich liebe Mayo mit Herdöpfel, finde ich top. Oh. Ja. Und mit Fisch finde ich auch sehr geil. Ein bisschen fies. Mayo. Ja, ein bisschen fies. Bei dir? Wie ist es mit Pommes? Ja, absolut. Ja. Muss auch. Bei mir, ich habe kein Mayo. Ich habe nie Mayo daheim, weil es einfach wirklich so dummy ungesund ist. Eigentlich nur wegen dem. Ich liebe es. Aber wenn ich jetzt... Ja, Pommes, Alter. Pommes und Mayo. Wow. Ja, das absolut. geht absolut krank rein. Voll. Hey, jetzt gehen wir auch absolut krank rein? Das wäre jetzt eigentlich gut gewesen. Ich würde jetzt aber doch ganz schnell noch mal das Schärfe-Thema aufmachen. Einfach weil ich liebe Schärfe. Ich habe irgendwie 8 verschiedene scharfe Soßen da. Ich hate Sriracha und ich hate Tabasco. Finde ich so wack. Ich hätte jetzt auch reingehackt, Tabasco ist doch sicher dein Favorite Scharfmacher. Hasse. Wie ist es so Chili-Pulver? Immer. Oder so Chili? Ja, Chiliöl, Chili-Pulver, ja. Wirklich wüst, scharf, schepperig. Aber so das Sriracha und Tabasco und das beides, so das Säurelige, es ist so säurelig, so... Spannend. Ich weiss nicht. Spannend. Ich kann dir aber noch den Ultra-Mix empfehlen, Sriracha Mayo. Hast du schon mal gehört von dem? Das ist so eine helle, schärfliche, also eigentlich wie Sriracha in 40% Transparenz und weiß. Also, und es ist so ein bisschen leicht schärflich, aber das ist auch noch fein. Voll. Okay, das könnte man jetzt auch noch vorstellen, ja. Fair. Voll. Gut, gehen wir weg vom Leckerbissen. Was rauskommt. Ja. Immer die Übergänge. Gehen wir rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Spieltag 35 ist gespielt. Der FC Winterthur empfängt zum 130-jährigen Jubiläum vom Club den FC Zürich. Das Spiel auf der Schützenwiese endet 2:2. Der Punkt ist zwar schön und gut, bringen tut er aber niemandem etwas. Und bei den Grasshoppers gibt es hauptsächlich neben dem Platz zu diskutieren. Das Spiel gegen Servette verlieren sie 0:2. In der heutigen Episode reden wir über Ausraster von Trainern, über Choreos, über Statement von LAFC, vom fehlenden Stadion für die Barrage und natürlich über den neuen Trainer von GC. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Ja, top. Wir hatten ja 3 Tage frei gehabt. Da, weil in Zürich weiss man ja auch, wie man protestiert. Da haben wir frei am 1. Mai. Ich habe nämlich erfahren, auch durch Kunden und so, dass recht viel die meisten gar nicht frei haben am 1. Mai. So spannend. Genau das Gleiche erlebt. Ich habe genau das Gleiche erlebt und habe auch so im Gespräch gesagt, ja, haben die alle frei? Und er so, ja... Ja, nein, er arbeitet im Security-Bereich. Ja, nein, eher weniger. Und dann hat er über seinen Mitbewohner geredet. Und ich so, ja, aber er hat ja auch frei, oder? Nein, er muss Deko arbeiten. So, Alter, das ist gar nicht so normal. Das ist einfach für uns Gummibüro... Nein, nicht Gummihaus, Bürohaus. Bürogummis, jetzt habe ich es. Bürohaus. Ja, das ist das richtige Bürohaus, auch gut. Ja, für uns ist das so normal. Eben, es sind, glaube ich, 8 Kantone, die frei haben. Alle anderen nicht frei. Aber haben wir natürlich genossen. Es war auch wirklich ein mega geiles Weekend, muss ich sagen. Auch recht viel los gewesen. Ich bin am Samstag dann schon früh zum Kollegen gegangen, gemütlich so ein bisschen in der neuen Wohnung. Einen Brunch gemacht, also einfach ein bisschen zmörgelt und so. Nachher bin ich, hat es so ein bisschen, wie kann man sagen,
eine Zusammenkunft gegeben mit eigentlich meiner besten Kollegin aus der Kindheit. Mega lange nicht mehr gesehen, haben uns wieder mal getroffen, sind dann auch so ein bisschen im Dorf gsi, wo ich aufgewachsen bin und so ins alte Quartier. Also in die Nostalgie. Mega, also wirklich Kopf voran, ein Hechtköpfler in die Nostalgie rein. Im alten Quartier gsi, sie war eben direkt meine Nachbarin und so. Einfach alt, es ist so mega speziell gsi, wirklich hure speziell, weil ich auch so lange nicht mehr dort war. Meine Eltern ja auch nicht mehr dort wohnen so und schön. So. Ja. Mega, mega nice gsi. Hey, das hat mich wirklich ein bisschen beflügelt irgendwie. Ich weiss auch nicht. So, das hat mir richtig Energie gegeben, auch so für den Rest des Weekend. Und genau, gestern dann wieder mal Velo fahren. Jetzt fängt die Velosaison wieder an. Früh aufgestanden, Velo gefahren. Nachher bin ich ins Geschäft gegangen, habe noch unseren zweiten Grill mit dem Hochdruckreiniger. Hat so Spass gemacht. Beim letzten Mal musste ich gerade nochmal dahinter. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich ins Letzte, in die Rostlaube, und habe gesagt, nein, ich gehe heim aufs Sofa. Richtige Entscheidung natürlich gewesen. Und genau, da können wir natürlich dann nachher noch drauf sprechen. Ja, also eine ist gelaufen. Wie war es bei dir gewesen? Ja, was hast du getrieben, die 3 Tage? Hey, ja, auch eben Freitag frei. Es war wirklich ein herrlicher Tag mit eben Fitness und ich bin gelaufen mit der Freundin noch, eben Richtung Dös. Ich muss dann nachher noch etwas ergänzen, weil ich bin an der Schütze vorbeigelaufen natürlich, per Zufall. Und ich weiss ja, dann ist ja schön Mittagstraining und habe 1, 2 Sachen gehört, wo mir recht, wo ich Hühnerhaut hatte sogar. Genau. Ui, okay. Und Wochenende sonst wirklich ganz gemütlich draussen im Gärtchen gehockt, Fußball geschaut, eben auf der Schützenwiese, Feuerwerk genossen und sonst wirklich ganz gemütlich. Ein schöner Mix von Zeit mit der Freundin, Serien und rumgammeln, auch ein bisschen Bewegung, ein bisschen draussen, so ein bisschen von allem. Genau. Schön. Voll. Ey, Genau. Sorry, jetzt muss, bevor wir auf Winter gehen, ich habe gedacht, ich muss wieder mal die Rubrik bringen, so Random Story noch mitnehmen vom Wochenende. Und das war wirklich ultra random. Gerne. Ich habe nämlich am Freitagabend noch gut asiatisch bestellt. Und dann bin ich halt runtergegangen, oder? Der Kurier ist gekommen, hat geläutet, bin ich so runtergegangen. Und nachher haben sie doch immer so einen fetten Bag dabei, mit dem Essen drin, oder? Wo sie das Essen rausnehmen. Ich komme so runter, so, ey, und nachher gibt mir auch so den ganzen Bag, so das ganze Wärmetasche. So eine riesige Tasche und gibt mir sie und ich so, ja, also alles. Und er so, oh nein, scheiße, sorry und so. Und ist so voll so, weißt du, er hat auch nicht so drüber gelacht, so, nö. Sondern er war so, oh scheiße, sorry. Ein ganz komischer Sieg. So interessant, ja, voll. Ja, du siehst, extrem random, aber ja. Sehr random, aber habe ich noch nie erlebt. Ja, voll. Hätte ich eigentlich sagen Messi, ja, der. Ja, der hätte so Nein, eine, aber weißt du, so eine Uber-Kühltasche ist das gewesen. So eine, vielleicht hat es noch Pizza drin gehabt. Ja, voll. Hättest du gerade vielleicht noch ein bisschen Burger King, noch ein bisschen Pizza, wer weiß. Ja, genau. Nice. Vielleicht habe ich deine Bestellung bekommen, wo doch mal irgendwie... Oh, es nervt mich so fest. Es nervt mich jedes Mal. Ich habe das Wochenende auch wieder bestellt und es hat auch wieder 3 Söseli gefehlt. Wenn wir schon von Soßen haben, Nein. genau diese Soße haben. Das ist so... Bro, Nein, ich möchte jetzt da nicht ausragen, aber wirklich bei jeder Bestellung, bei Mac oder bei IK, ist ja schon räudig. Ich weiss. Aber amix mit einem kleinen Kater und so, es passiert, es kommt vor. Dann tönt doch... Ich meine, das letzte Mal haben sie komplett die falsche Lieferung, aber ich habe alles wieder zurückgestattet bekommen. Ja. Aber komplett die falsche Lieferung. Jedes Mal fehlt irgendetwas. Muss aber noch sagen, irgendein Fehler. Man muss ja sagen, so lustig die Falschbestellung ist das ja eigentlich nur, also so bitter, weil ihr ja vegetarisch essen. Genau. So, und nachher kommt so, einfach so der Doppelwhopper mit 3-mal Speck. Ja, voll. Nein, aber der Kurier dort war hure lieb, hat auch mit mir, also er hat eigentlich angerufen am Kundenservice von Eid und die haben uns dann gesagt, wie wir da vorgehen und so. Und ja, aber schlussendlich war es gar nicht die falsche Bestellung oder so, sondern der Frust. Man freut sich auf das, was man bestellt hat und nachher hat man einfach nichts zu essen oder eine kleine Packung Pommes. So, ja, genau, das ist es halt. Mega. Nur, ja. Sorry, jetzt sind wir gerade schon drin, jetzt muss ich auch noch ergänzen. Ich will da 3-mal schon. Ja, so, gib mir rein. Nein, gib mir noch schnell. Das Einzige, was ich noch sagen will, ich habe eben früher auch bei meinem lokalen Mac bestellt. Ab und zu. Und dann ist Mac des Vertrauens. Genau.
Und dann ist plötzlich, also habe ich bestellt gehabt, und dann ist so gestanden, ja, sie haben es geliefert. Ich dachte, das stimmt ja null. Und dann bin ich so runter, hat das irgendwie hergestellt, so nein, irgendwie null und so. Und dann habe ich so geschrieben, so nein, sie hat geliefert und alles. Habe eben auch rückerstatten und so, nicht gegangen. Boah, und dann bin ich so unglaublich piss gewesen, natürlich. Bin ich da piss gewesen. Und dann habe ich wirklich, dort habe ich, glaub, zu dieser Zeit habe ich sogar noch ein Uber Premium Ding gehabt, weißt du, Uber wie Uber One, wie das heisst. Wirklich alles gekündigt gehabt, nie mehr beim Mac bestellt seit dort. Was ja eigentlich gut Sehr ist. Sehr nice. Richtig schweizerisch. Einfach treu bleiben. Genau, es hat nur noch eine 1-Stern-Bewertung gefehlt. Ja, das habe ich aber nicht gemacht. Frust. Ja. Oder Frust. einen Brief. Ja, ein eingeschriebenen aber. Gut, also jetzt darfst du. Darf ich? Also, nein, ich habe es vorhin schon angetönt, eben bin laufen und dann so das Training hat eigentlich gut ausgesehen und dann hat sich so die Mannschaft versammelt, hat so einen Kreis gemacht und dann ist der Rahmen durchgedreht. Und zwar, ich habe ihn noch nie so gehört. Gott verdammt, ich noch! Wirklich, ey. Er hat geflucht. Also, willst du auch noch etwas dazu sagen? Und wirklich, er hat alle angeschrien und gewinnen wir, möchte gewinnen. Und ey, ich habe Hühnerhaut gehabt. Es ist richtig unter die Haut gegangen, aber nicht so geil. Und dann hat es einen Applaus gegeben am Schluss, so der traditionelle, okay. Ja, einfach Angst, aus Angst. Nein, da hast du einfach gemerkt, ja, der Rahmen ist am Leiden momentan. Krass, finde ich aber spannend irgendwie, weil er halt auch immer so ruhig wirkt, oder? Gegen aussen. Aber ja, krass, er irgendwie das Temperament. Ja. Ey, mega spannend. Also hast du dann auch gesehen, ist dann vorher irgendetwas passiert oder bist du wirklich so in die Situation hineingekommen, wo er schon am Umschreien ist? Nein, sie sind wirklich, sie haben auf einem kleinen Feld, also eigentlich die Hälfte von einem Feld oder sogar ein Drittel so auf mega engem Raum ein Passspiel mit aber 2 Goalies, also Kabine und so. Es ist eigentlich wirklich, also die ganze Mannschaft auf kleinem Fleck gewesen, am Trainieren und schnell am Wechseln und so. Und ich glaube, irgendjemand hat einen Joke gemacht oder irgendwie so irgendwie seine Meinung gegeben oder irgendwie so und dann eben, hat der Herd geflucht und ihm gefragt, ob er auch noch etwas will, halt auf Baslerdeutsch, gell? Ja, es ist so ein bisschen gemischte Gefühle. Aber ja, ich habe es irgendwie eindrücklich gefunden, trotzdem. So, ui, da ist gut Hitze drin. Ja. Ja. Genau. Ja, okay, spannend. Eigentlich ja auch dann, ist noch geil, das zu sehen vor dem Match, oder? Denkst du, okay, die sind jetzt richtig ready. Oder, wobei, ja gut, man kann es auch anders sehen, ja. Nein, ich habe es gar nicht mal so geil gefunden. Aber ich habe es geil gefunden, dass ich daran vorbeigelaufen bin und gleich noch etwas am Freitag mitnehmen für den Samstag, genau, oder für heute. Interessant auf jeden Fall, oder? Weil er weiss, keine Kamera ist da, kein Team, sondern auch wirklich er und seine Mannschaft. Und ihn einfach da appelliert, Jungs, wir müssen gewinnen, es braucht 3 Punkte. Und ja, wahrscheinlich gar nicht mal so eine gute Trainingseinheit gewesen, kann ich mir noch vorstellen. Genau. Ja, spannend, voll. Spannend. Ja, sonst so ein bisschen, wenn wir auf den Samstag schauen, die Stimmung nach wie vor sehr gut. Was mir aufgefallen ist, und jetzt all die Jungs, die das hören von meinem Feld oder von meinem Umfeld, was ist auch los? Hey, wir sind 3 Kollegen und 2 Freundinnen, also wir sind 5 Leute. Der 6. ist dann irgendwann nach 30 Minuten auch noch gekommen. Hey, sonst haben wir keine Ahnung. Etwa 25 Kollegen rund um uns gehabt, vor 2 Jahren bei guten Zeiten. Und klar, dass du nicht nach Genf kommst, kann ich verstehen, aber 25 Grad, Samstagabend, Derby, 130 Jahre Jubiläum, FCW gegen FCZ, da kann es doch eigentlich nichts Schöneres geben. Aber ja, vielleicht sind Prioritäten einfach wirklich anders geworden in dieser Zeit. Ich verstehe sie auch, als Fußballer ist, musst du nicht im Winter schauen. Seien wir ehrlich. Also, da gehst du ja nicht mehr wegen dem Genuss. Da gehst du einfach, um die Leute zu sehen und ein bisschen schnurren. Genau. Ja, das verstehe ich ja mega. Also, ja. Also du sowieso. Ja, ich sowieso, ja. Gut, ja, eben, voll. Ich finde das Argument mit dem 130-Jährigen, das ist schon ein starkes Argument, finde ich, weil das ist ja mega geil. Eben, man hat ja gewusst, da gibt es noch Choreo und so Geschichten und gute Stimmung und so. Das finde ich schon ein mega gutes Argument. Aber sonst eben GC ist ja in einer ähnlichen Situation. Ich bin auch nicht gegangen. Und, ja.
Ja, absolut. Nein, ich nehme es auch niemandem übel. Verstehe mich nicht falsch, es ist wirklich so, ich check's. Ich meine, ich bin fast jedes Spiel, das ich schaue, hat mich angeschissen im Voraus. Also es hat in dieser Saison vielleicht 4 Spiele gegeben, wo ich mich darauf gefreut habe. Also wirklich eine ganz kleine Zahl. Und das war halt anders gewesen. Vor 2 Jahren haben alle gepusht. Wir sind so viele Leute nach Sion, nach keine Ahnung wo an. Und es war einfach geil gewesen. Und jetzt, ja, es hat sich verändert. Und eben, man sieht ja dort an diesen Match, das kennst du ja auch, immer wieder Leute, also vor allem die Leute, die du an dem Match siehst, schnurst mit ihnen. Und das gibt es ja nach wie vor. Aber der Kreis wird kleiner, genau. Und ja, gehen wir so richtig Spiel, dass ich da nicht zu viel Zeit verliere. Beziehungsweise richtig Vorbereitung aufs Spiel. Was das Erste, was mir aufgefallen ist, Vinti hat die Goalie-Netz austauscht. Die sind jetzt rot-weiß gestreift gewesen. Recht geil. Musst du mal darauf achten, oder wenn du noch die Zusammenfassung schaust, ich finde, es sieht sehr geil aus. Vorne waren sie einfach weiß gewesen, normal, jetzt sind sie in rot-weiß Farbe. Sieht sick aus, voll. Top. Dann natürlich eben Jubiläum, haben wir gewusst, da kommt etwas Geiles. Und es war auch wirklich recht gross. Also man hat, ein Dank und der Respekt geht an die Jungs, die das in der Freizeit in dieser Lage, wo Vinti ist, aufbauen, muss ich sagen. Aber sie haben wie über dem B hat sie ja 2 Choreos gehabt und sogar beim C hat es eine gehabt, die aufgezogen ist und halt über das ganze C und über das B halt die rot-weißen Plastikfötzel, wo man dann hochhebt und schwingt. Es ist hure viel gezündet worden. Ich habe es gezählt, nach 20 Minuten Spielzeit ist schon 3-mal fett gezündet worden. Wirklich. Geil. Und da haben wir auch die ein oder andere Witz drüber gerissen, weil es hat uns ein bisschen an GC erinnert, weißt du, das, was man noch im Inventar hat, oder das so ein bisschen Restverwertung, oder? Genau, Genau, voll. Ja, man hat halt noch und haut sie jetzt im Derby raus. Nein, voll. Was ich da noch will sagen dazu, das finde ich schwach, ist, dass SRF nicht 1 Sekunde davon gezeigt hat. Also alles, was sie gezeigt haben, ist 1 Sekunde FCZ-Fans. Ja, das habe ich so lustig gefunden. Ich kann nämlich jetzt gerade noch als Witz sagen, so, David, du musst es gar nicht so erklären. Wir haben es ja alle beim SRF gesehen, oder wie es ausgesehen hat. Ja, aber nein, eben. Ja. Wow, das verstehe ich mega. Das ist ja immer so. Ich meine, das ist ja wie wo wir in Lausanne waren. Da schaue ich die Zusammenfassung und denke so, okay, mal schauen, wie viel haben sie von den Fans und so gezeigt und so Zeug, oder? Ja. Verstehe ich hart. Einfach, aber ja voll. Ich meine, sonst ist ja, dann schaust du eben die Zusammenfassung nachher irgendwie von Sion gegen Servet und sie zeigen die 12 Servet-Fans und bei Vinti einfach nichts. Ja, nichts. So, ja. Und es hat, weißt, neben dem Zünden hat es noch fett Feuerwerk gegeben, verschiedene Feuerwerke, eine riesen Batterie, die Rohr, also recht geil. Klar, es war halt Tag gewesen. Wenn das am 9 Uhr passiert, am Abend ist es halt, oder im Winter, im Dunkeln, ist es halt viel schöner, das Feuerwerk. Aber ja, es war natürlich auch ein bisschen das Team animieren gewesen, kann ich mir vorstellen. So. Und ja, ein paar Spieler haben am Schluss auch gesagt, richtig krasse, grossen Dank auch für die ganze Saison, die stehen hinter uns und das haben wir jetzt wirklich auch, das müssen wir jetzt den Fans zurückgeben, dass wir bis am Schluss alles geben und so. Ja, also eben, von der Stimmung her eigentlich gut, kann man sagen, vor dem Spiel. Die Aufstellung hat es ein paar kleine Änderungen gegeben. Der Hunziker ist neu drin statt dem Bus und der Gueni und der Kasami sind für Zufi und Mühle gekommen. Ja, da sieht man, Rahmen hat ein bisschen mehr aufs Mittelfeld gehen. Und beim FCZ, was mir aufgefallen ist, natürlich gerade wieder Huber zwischen den Pfosten. Also, habe ich spannend gefunden. Eine Degradierung nach dem anderen. Nein. Einfach interessant. Und ja, Huber, um das schon mal wegzunehmen, also er hat auch ein paar recht geile Saves gehabt, muss man sagen, in diesem Spiel. Kommt dann am Schluss nochmal auf ihn zurück, weil dort ist eine Szene, die ich beobachtet habe, die sicher spannend ist. Genau. Gehen wir ins Spiel. Ich finde, der Start war eigentlich recht positiv gewesen. Muss ich sagen, vor allem wegen Burkhardt. Burkhardt hat uns sehr gut gefallen. Er hat ja 2 Töpfe geschossen gegen Genf und da ist mir einfach wieder aufgefallen. Der Burkhardt ist ein Mensch, wenn er Selbstvertrauen hat, dann ist er wirklich gerade 150% um. Er spielt so viel besser mit dem ganzen Mut, mit dem Selbstvertrauen. Wenn er aber schlechte Zeit hat, so ein klassisch, dann spielt er wirklich einfach auch gerade richtig grott und kannst ihn wie nicht mehr brauchen. Die Dribblings funktionieren nicht mehr, die Läufe nicht mehr gleich. Das ist schon noch spannend, oder? Und meistens verletzt er sich ja dann in diesen 3 Spielen von diesem Selbstvertrauen, oder? Also es ist eigentlich immer so ein bisschen der gleiche Ablauf. Ja, mega. Genau. Es gibt eigentlich
wie zwei Versionen von ihm, oder? Der Burkhardt und Absolut. aber auch der Gurkhardt, oder? Nein, so sag. geil, ja, wirklich. Oh Mann. aber Ja, nein, aber Ich habe ihn wirklich stark gefunden. Vor allem auch, ich finde halt bei ihm, wenn er spielt, dann ist er immer auffällig. Oder wenn du jetzt auch die SRF-Zusammenfassung schaust und er nicht verletzt ist, eben, das ist ein anderes Thema. Immer auffällig, immer am Kreieren, immer dabei. Ja. Ich finde einen geilen Spieler. Ich bin noch gespannt, das ist jetzt ein bisschen früh für Nein, er muss bleiben. Aber, ja, nein, genau, das wollte ich sagen. Ja. Ja, nein, der Brüder muss bleiben, ganz klar. Und Maluvunu, der jetzt zweimal nicht mehr im Aufgebot gestanden ist, hoffentlich auch. Ja, aber da freue ich mich dann auf die Transferzeit, wenn es Richtung Challenge League geht, weil das wird ganz wichtig sein. Genau, gehen wir ein bisschen weiterführen. Aber eigentlich FCZ irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 20 Minuten gespielt, vielleicht 23 oder so. Erste Chance vom FCZ, 1-0, cool. Negativrekord aufgestellt, tipptopp. Ja, Vinti. Ja, Noch nie hat so ein europäisches Team so viel Goal kassiert. Und ihr habt es geschafft, oder auch Bellinzona noch vor der 36. Runde das zu erreichen. Ja, jetzt sind wir eigentlich auf gutem Weg Richtung 100, haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen. Ich hoffe, exakt 100 Goal werden. Das fände ich so geil. Ja, das wäre wirklich geil. So wild. Das sind noch 14. Wow, das sind schon noch viele. 14 Nein, du schaust sicher wieder, ich schaust sicher wieder die alten Bälle. Ja, absolut. Ja, Okay, ja, scheiß auf das. Voll. Dann eigentlich der Ausgleich kommt recht schnell. Kasami, sehr schöner Topf. Habe ich wirklich eigentlich recht gut gesehen. Sehr geil. 1-1, die Stimmung war wieder da gewesen. Eigentlich ähnlich wie bei Genf, oder? Also man hat irgendwie, jetzt schafft man es, Reaktionen zu zeigen. Am Schluss bringt es dann gleich nichts, wie wir jetzt werden sehen. Aber ja, allgemein, ich habe ein ausgeglichenes Spiel gefunden. Beide Mannschaften haben probiert. Beide irgendwie auch Goalies haben immer wieder müssen safen. Es ist sehr auch hin und her gegangen. Es war jetzt nicht eine Masterclass gewesen, aber man hat einfach gemerkt, die Nervosität von beiden Teams, auch die Position, beide mit Punkten. Und von dem her habe ich es eigentlich einen guten Auftritt gefunden. 1-1 zur Pause. Auch nachher, wenn wir ein bisschen weiter vorne schauen, gibt es 2 Penalties. Der erste für den FCZ. Ja, klares Hands, gibt es nichts zum Diskutieren. Und 2-1 FCZ. Und dann noch mal ein bisschen weiter. Zava fällt der Lütti. Zum Glück dann innerhalb vom Strafraum gibt es noch einen sauberen Punkt, wo Vinti sich da ergattern kann. Bringt eben leider gar nicht so viel, oder? Das haben wir eigentlich schon vor dem Spiel gesagt. Ich bin auch so gewesen, ja, auch wenn er geht, dann cool, man hat halt nicht verloren, FCZ hat nicht gewonnen, aber es bringt eigentlich absolut nichts. Ausser GC verliert jetzt alle Spiele bis auf 1, macht 1 unentschieden, holt 1 Punkt und Vinti gewinnt alle 3. Aber da haben wir es, genau. Ja, voll. Also das ist die einzige Situation, wo der Punkt wertvoll wäre. Aber es bringt sonst nichts. Eben, vielleicht noch beim Huber ist mir aufgefallen, er hat am Hunziker, wo der Hunziker angestanden ist zum Penalty, zum 2-2, hat er ja ihm noch etwas gesagt. Der Schiri steht nebendran, gibt ihm direkt Gel. Hast du gesehen, er hat so die Hand vor das Maul genommen. Klassisch. Ich würde so gerne wirklich das 1 zu 1 wissen. Rot, gell? An der WM, wette Infantino. WM, genau. Ja. Voll. Gut, aber genau. Ja, und dann hat er sich noch zum Thomas Gerber umgedreht, zum Schützi TV. Und dort sagt er, mach Video, ich juble dann zu dir. Weißt, richtig, zuerst zum Hunziker rumficken, dann zum Schützi TV rumficken und dann eins kassieren. Ist einfach auch so, ja, Alter, ist doch nicht nötig, jetzt da noch so rumhaten in der 95. Aber ja. Nein, das ist, ja... Er macht eigentlich Social Media in echt, sozusagen. Ja, das ist doch genau. so ein Social Media Ding, aber er macht so in echt. So, ja. Voll. Ja, kann Wäre natürlich geil, würde er nachher safen. Und nachher macht er so zu der Cam. Ja, klar. Aber so ist es halt peinlich, ja. Voll. Ja, vielleicht das Schlusswort. Wie auch Schützi TV eingeblendet hat, Lindrit Kamberi, also der Spieler vom FCZ, ist ja mal beim FCW gewesen, aber nur ausgelehnt, Saison 2021. Hat, glaube ich, um die 25 Spiele gemacht, weiß nicht genau wie viel. Und dann ist er zurück. Und es ist noch spannend, er hat gesagt, er glaubt, also hat über den FC Vinti geredet, er hat gesagt, die Liga braucht so eine Mannschaft mit so einem Stadion, es ist wirklich jedes Mal gute Stimmung da. Er hat dann so gesagt, ja, Hoffnung stirbt zuletzt, und gleich
hast du gemerkt, so, ja, es geht richtig Abstieg. Und dann hat er gesagt, hey, Vinti kann stolz sein mit dem Budget, das sie haben, 4 Jahre da oben in der Super League zu sein. Und er hofft oder glaubt, eben, dass in den nächsten paar Jahren wieder Vinti da oben wird sein. Und was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass er immer wieder von mir geredet hat. Also, er hat immer gesagt, ja, wir, und dann hat er korrigiert, also der FC Winterthur. Er hat wirklich fast jeden Satz. Das war spannend, oder? Weil ich nehme an, als Spieler redest du auch nicht viel über andere Teams. Du wirst ja meistens gefragt über dein eigenes. Aber es war sehr interessant, oder? Oder eben, wir können stolz sein, oder ja, mit dem Budget, das wir da, also wo Vinti hat. Ja, es ist, ist interessant. Das finde ich aber lustig. Genau. Jetzt bin ich gerade eben, ist ja nur eine Saison, hast du gesagt, ist er bei Vinti gewesen? Ja, vor dem Aufstieg, glaube ich, war er. Genau. Oder vielleicht auch 2. Ich bin jetzt gerade unsicher. Genau. Ja, doch, genau. Krass. So geil. So geil. Vielleicht hat er schon so einen Vertrag unterschrieben, weißt du, für im Sommer, dass er wechselt oder so. Ja, genau, also. er kommt. Ja, Kamberi kommt. Nein, genau. Ich muss aber gleich jetzt abschliessend sagen, ich finde, es war ein Spiel gewesen, endlich mal ohne Fehlentscheidungen, ohne dass ich mich gottlos über den Schiri aufregen musste. Klar, eben es ist so ein bisschen durch, es ist ein bisschen gelutscht, es ist alles ein bisschen vorbei und so, aber wirklich, VR hat sich eingeschaltet, zu Recht. Es hat nicht irgendwie eine Szene gegeben, wo ich im Nachhinein bin, so Alter, wegen dem hat Vinti verloren oder irgendwie so. Ja, voll, eben, der Punkt langt nicht, das habe ich schon gesagt, 3 hätten es müssen sein. Und trotzdem, Tim, finde ich mega interessant, ich meine, in 12 Tagen ist die Super League fertig. In 12 Tagen schon. Und es ist immer noch nicht 100%. Also weißt, es ist irgendwie, wir haben nur noch ein paar Spiele und es ist immer noch nicht klar, dass Vinti drinnen ist. Auch wenn es klar ist, du weißt, was ich meine. Ja, aber du hast ja letzte Woche gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn es offiziell wäre, oder? Dass man wie abschliessen kann. Abschliessen, und genau. Das stimmt. Ja, ich habe auch wieder gedacht, so, es ist eigentlich krass. Mein GC ist auch so schlecht. So schlecht. Also in jedem anderen Jahr wäre GC verdient abgestiegen. Und ja, das zeigt eben auch, wie eben, das ist halt schon so, Vinti, ist unfassbar schlecht, oder? Weil ich finde das auch immer noch spannend. Man hat es auch wieder gesehen gegen den FCZ. Oder unfassbar auch gegen... schlecht, finde ich ganz geil. Ja, das ist doch so. So wahr. Ja. Auch in Genf dort, sie leben ja, sie kämpfen ja, sie geben ja Gas und weißt, sie lassen sich nicht abschlachten und so, aber ja, es langt einfach dann, weißt, selbst gegen den FCZ, der jetzt wirklich irgendwie 8-mal verloren hat hintereinander gefühlt. Crazy, und also wirklich gar nichts, niemand mehr interessiert die Saison. Ja, aber irgendwie gleich noch geil, haben sie gleich noch den Punkt geholt und so. Ja. Es ist sicher besser vom Gefühl her noch ein Unentschieden wie eine Niederlage. Vor allem, wenn man sich 3 Punkte vornimmt und nachher 2 Goal schießt und 2 bekommt. Ist okay. Und ich möchte wirklich auch noch mal sagen, jetzt merke ich es langsam, auch so in den Gesprächen mit den Kollegen oder dem Spiel, so, hey, ich freue mich auf nächste Saison. Und auch wenn das tun wird sein, oder? Ich finde, das ist schon noch jetzt... Es war eine Leidenszeit gewesen, oder? Das haben wir ja schon besprochen, wenn du so in einer Beziehung bist und es kriselt und dann bist du irgendwie froh, wenn es fertig ist, auch wenn es mega weh tut. Es ist wie klar, man hat Klarheit. Und es ist ein bisschen ähnlich jetzt und irgendwie, keine Ahnung, es bringt ja auch wieder neue Sachen, es bringt wieder neue Euphorie, neue Gegner, auch gegnerische Teams, wo ich jetzt auch in 2 Jahren nicht mehr viel beobachtet habe, wo man dagegen wird spielen. Challenge League, Fankurven zum sehen, neue Xamax und so, neue Stadien. Es bringt auch Gutes mit sich, oder? Es ist, es lebt, es tut. Und ich würde den FC Vinti-Teil gerne abschliessen mit einem Zitat. Das ist aus einem Lied, also ein Zitat von einem Vinti-Lied, das wir immer singen. Und das ist der Schluss davon. FC Vinti, ja, du weißt das, ganz egal was ist, wir werden bei dir sein. Und ich finde, das passt richtig gut in die heutige Zeit. Eigentlich ist egal, was kommt, wir bleiben da. Voll? Hey, schön. Schön. Ja, schön gesagt. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, nein, jetzt gehen wir aber sicher in die Rostlauben. Ja, jetzt müssen wir noch in die Lauben über. Aber jetzt müssen wir das auch noch schnell abhaken. Voll. Nein, ich freue mich auch. Ich glaube immer eben, eine Saison Challenge League ist noch lässig, nachher schiessen an, oder? Darum, aber so weit sind wir noch nicht, oder? Wir sind, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, jetzt stell dir vor, wenn Vinti Dritter wird, um einen Punkt, oder Zweiter und die Barrage nicht schafft gegen rauf, dann hat man wenigstens eine Saison gehabt, die dummy geil war, die eng ist und am Schluss steigt man knapp nicht auf, aber die Zeit
die ganze Saison lang hat man immerhin nicht so gelitten wie wir diese Saison. Also schon, aber im Positiven, oder? Ich meine, Ja. diese Saison jetzt, das ist die allerschlimmste, die ich jemals bin schauen. Also, das ist stimmt. wirklich Ja, voll. Katastrophe. Ja. Nein, Ja. komm, du hast recht. Also, voll. Schauen wir, wie es kommt. Gehen wir noch in die Rostlaube. GC Servet ist noch gewesen. Es hat ja schon News gegeben vor dem Match, aber ich glaube, wir machen das erste Match und gehen dann Ja, noch schnell so ein bisschen- abhaken. Genau, ist ja wirklich schnell Vielleicht- abgehakt. Vielleicht kannst du ja schnell wie sagt man, einen kurzen Einblick geben, auf welches Thema das wir nachher schauen. Ah, ein Teaser meinst du? Ein Ja, das Trailer. Wort ist mir nicht. Ja, ist mir nicht. Also, ich müsst Ein Sneak Peek. unbedingt dranbleiben, weil wir reden nachher noch über den Zeidler, den neuen GC-Trainer. Und wir reden noch über das Thema Barrage und kein Stadion und LAFC-Statement Nein, geil, und alles geil, Wüste. geil. Ja, da freue ich mich schon. Ja. Genau, jetzt müssen wir aber zuerst noch durch den Match durch. 2-0 Genf, gut, also. Genau, 2-0 Genf, Rot Arigoni, schlecht, weiter. Nein, aber ich glaube, wir können es kurz machen in dem Sinn. Ich habe das eben auch wieder so typisch gefunden für GC, oder? Dass es so, ja, bis zu der Rot ist es eigentlich easy gewesen. So typisch, so, ja, irgendwie, das muss ich den Leuten lassen. Sagt das jetzt der Papi Sutter, der Scheibi oder der Messner. Sie schaffen es immer wieder, das Team zu motivieren, dass sie das Gefühl haben, sie gehen in den Match rein. Außer vielleicht dort in Uschi, aber sonst ist es meistens so, ja, sie sind eigentlich mehr oder weniger ready. So, ja. Und dann passiert meistens irgendetwas etwas Schlechtes, wie jetzt das mal die Rote vom Arigoni. Und dann weisst du, ja, that's Jetzt it. ist gelaufen. Genau, völlig verdient auch die Rote. Ja, die hat gar nicht so krass ausgesehen auf der Wiederholung. Haben wir dann klar gesehen, ja, es ist eine cleare Rote. Voll. Ja, und es passt einfach auch da wieder zu dieser Saison und dass der Arigoni jetzt wieder zurück ist und jetzt holt er den Rote. Ist 3 Spiele gesperrt. Und auch... Ist die Saison vorbei? Oder was? Ja, in der Barrage ist er dann wieder zurück, wahrscheinlich. Okay. Also ja, doch, dann ist er wieder zurück. Aber sonst ja, vielleicht ist er fast besser, oder? Das Ja, fair. jetzt, ja, das ist jetzt wie so, hast du wie so eigentlich dem Trainer ihn weggenommen, oder? Das ist eigentlich noch gut. Und lustig dann, oder, kommt der Freistoß für Servet. Und ich habe gedacht, ja, schau jetzt, der muss jetzt auch noch rein, oder? Das wäre jetzt so perfekt. Fliegt der Ball rein, so, nein, doch nicht, okay, ja. Habe ich wirklich noch so gedacht, jetzt habe ich wirklich übertrieben mit dem Gedanken. Und nachher kommt die Flanke nochmal rein und er geht wirklich ins Goal. Das Eigengoal vom Ullmann. Ja, der Ulrich macht nur Banger. Haben wir ja schon besprochen. Also Ja, wenn genau. dann clean. Genau. Ja, stimmt. Ja, Ullmann Kracher, sozusagen. Keine Chance für den Hammel. Und ja, dann habe ich die Fernbedienung noch abgestellt. Und dann habe ich gemerkt, nein, wir haben ja einen Podcast, ich muss eigentlich weiter schauen. Habe ich wieder eingeschaltet. Und ja, Ja, nachher... und was ich habe natürlich, also im ersten Moment habe ich an Lugano gedacht, das war glaube ich vor 10 Spieltagen, wo man 1-0 gewonnen hat, mit Ja. Rot, voll. Und dann habe ich aber dann schon auch schnell gemerkt, nein, sind nicht. Ich meine, seit dem Lugano-Spiel hat GC, glaube ich, in 9 Spielen einmal gewonnen. Und das gegen Vinti. Ja. Also, ja, das ist nicht mehr das Gleiche. Ja, ich habe im Fall auch noch das Resultat mal noch durchgehen. Also von der letzten Woche, dann einfach das 2-0 gegen Vinti, sonst absolute Katastrophe. Und ja, eben nachher hat Servet dann noch das 2-0 gemacht nach der Pause. Cool. Hat nochmal 2-3 Chancen gehabt. Hätte auch wieder das 4-0 geben oder so irgendetwas. Ja. Du. Ja. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also, wer interessiert die Aufstellung, sind wir ehrlich. Da müssen Nein, wir uns auch da unsere können wir- Hörer in Schutz nehmen und das denen gar nicht antun, jetzt Genau, darüber reden, wir dass der schützen Abus euch. gespielt hat. Also bitte. Ja, es ist ja sowieso, also das kann man ja eigentlich auch schon sagen, ein Vinti und ein GC-Dude, der über die aktuelle Fußballsituation von ihren 2 Clubs redet. Ja, das ist schwieriges Marketing, sage ich einmal. Also, Ja. das ist wirklich himmelstraurig. Ja. Hey, in der Barrage wird es ja dann wieder spannend. Dann reden wir natürlich auch wieder mehr über das Spiel, was ist passiert auf dem Platz und so. Dann wird es natürlich auch wieder wichtig und interessant, die Match.
Ja. Schauen wir man lieber abhaken. neben dem Platz, oder? Abseits des Platzes gern. ist ja nämlich, sind doch noch 2-3 Sachen passiert. Als erstes, eigentlich müssten wir fast anfangen, dass ja LAFC noch ein Statement rausgebracht hat letzte Woche, wo wir ja auch schon ein bisschen im Chat ein bisschen diskutiert haben, nicht gross. Aber ja, letztendlich hat LAFC ein offizielles Statement rausgebracht an die GC Community. Und ja, ich weiss nicht, ich glaube, die meisten werden es gesehen haben. Sie sagen eigentlich eben, sie hätten das mitbekommen, oder mitbekommen, logischerweise haben sie es mitbekommen, der grosse Fuck off LAFC-Banner. Und ja, sie haben dann geschrieben, eben, für sie sei das jetzt auch nicht gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hätten. Sie hätten es ein bisschen unterschätzt und so. Und man ist noch nicht dort, wo man sein will, aber sie sagen auch offen zum Verkaufen oder zum neue Eigentümer das Ganze zu übergeben. Und die sind einfach offen und sie haben sogar eben dann auch noch gesagt, noch so kleine AFIC-Statement kann man sagen, oder? Wo sie ja noch so gesagt haben, so, ja und sonst können wir dann auch einfach den Verein liquidieren und so. Genau, das habe ich das Geilste gefunden von dem. Hey, nein, voll easy, wir können uns einfach zurückziehen und euren Club ruinieren. Voll easy für uns. Ja, das ist schon so eine leichte, geile, provokante Note zurück. Das habe ich noch gefühlt. Hey, habe ich im Fall auch easy gefunden. Habe ich im Fall auch nicht so schlimm gefunden, weil einfach so ein bisschen das, ja. Und ich meine, der Papi Sutter hat es im Interview gesagt, nach dem Spiel jetzt gegen Servette, ist er auch darauf angesprochen worden, ja, eben, die Fans sagen ja voll gegen Besitzer und so. Und er hat gesagt, ja, es ist natürlich auch schwierig, oder, wenn man 50 Millionen und so, und dann wird man beschimpft und so. Und ja, dann habe ich erst gedacht, so, ja, Dude, also weißt du, was, eben, da sind wir ja genau an dem Punkt, wo ich wieder mal fragen muss, wem bringt, also es bringt ja niemandem etwas, was jetzt so passiert, oder? Also... Ja, GC schreibt Geschichte von den Verlierern momentan. Also jetzt abgesehen von der Super League und so. Es verlieren irgendwie alle. Alle sind von Trainer bis Spieler, Fans. Es ist so krasse Negativität, ja. Ja, eben genau. Und es ist irgendwie einfach, ja, es ist so ein bisschen trist und traurig. Und ich habe eben, als ich dann auch nochmal die Zusammenfassung geschaut habe von der zweiten Halbzeit gegen Servette, das ist einfach ein Trauerspiel irgendwie, so alles ein bisschen. Einfach so, du weißt so, ja, die Mannschaft kann nicht mehr und es ist doch jetzt scheißegal. Und jetzt Servette probiert noch 2-3 Goal und im Hintergrund hörst du noch so Trommeln. Weißt du, das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, auf dem GC-Fans sagen ja immer, der GC ist auf dem Sterbebett, oder sozusagen. Ja, sehe ich. Und ich glaube, es hat ja so den Pulsausschlag und ich glaube so, während dem Match ist wirklich gerade noch so am Leben gewesen, oder der Puls ist so, aber nicht lebendig, sondern so im Koma, oder? Ja, Koma. Nennen wir es Koma. GC im Koma. Ja, die Frage ist, was braucht es, um da wieder den Defibrillator auszupacken und wieder wahrscheinlich Cash. Cash? Kölle. Cash oder auch der Peter Zeidler, oder? Wo ja jetzt als Heilsbringer kommt. Er kennt aber nur die Super League, Challenge League nicht, oder? Ja. Also gut, man muss ja dazu noch sagen, eben auch wegen dem Cash, um jetzt da auch noch ein bisschen drauf eingehen, jetzt haben wir eigentlich nur gesagt, was LAFC da rumgehackt und so in ihrem Statement. Voll. Aber ich denke mir dann eben auch immer so, also, was macht es ist denn? Also dann tut man jetzt einfach jedes Jahr 14 Millionen Defizit zahlen und probiert das noch so auf 13 runter zu tun, oder vielleicht 12. Und dann macht man das anscheinend einfach, bis das Stadion steht und dann weiss auch nicht. Also, ich frage mich immer, wieso man dann, oder sagen wir jetzt, bis das Stadion steht, fix noch 4 Jahre sicher, oder? Und ja, safe. Eben mindestens. Das heisst, sie geben jetzt die, sagen wir jetzt mal, 12 Millionen, oder sagen wir 12,5 Millionen aus. Defizit, das sind dann 50 Millionen genau, in 4 Jahren. Und wieso ist man so langweilig? Wieso ist man so lame und sagt nicht, ja, weißt du was, komm, jetzt hauen wir noch 10 oben drauf und hauen das in Spieler rein und schauen, dass wir so besser spielen, dass mehr Leute kommen, dass wir so mehr Geld reinholen, dass wir vielleicht sogar europäisch irgendwie in einer Conference League spielen und noch 2-3 Millionen. Und das verstehe ich null.
wieso man sagt, möglichst tief und dann ist es halt so. Anstatt zu sagen, weißt du, jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Risiko ein, aber dann, und auch das, der Spassfaktor, dann hat man doch Spass an diesem Projekt und man probiert etwas zu erreichen und es macht Freude, auch für die LAFC-Abgesandten, die etwas aufstellen können und dann macht das Spass. Und so ist es doch einfach so, ja, das macht doch niemandem irgendwie Freude. Es ist mehr der Überlebensmodus, den sie eingeschaltet haben. So das Mindeste, also so fühlt es sich an, das Mindeste geben, um irgendwie gleich noch ein bisschen existieren. So, aber das langt halt einfach hart nicht. Also doch, es langt, um vielleicht noch eine Barrage zu gewinnen und wieder nächstes Jahr um den Abstieg kämpfen in der Super League. Ja, einfach warten, bis das Stadion kommt. Und dann Gas geben. Das weiss ich nicht, ob das... Und eben, das bringt niemandem etwas. Weder LAFC noch die Fans, auch den Spieler bringt es eigentlich nichts. Es bringt eigentlich niemandem etwas, was jetzt passiert. Ja. Voll. Das ist so. Ja, und jetzt eben Peter Zeidler. Ja, finde ich sicher interessant. Papi Zeidler. der Onkel Zeidler vielleicht. Onkel Zeidler, ja, das finde ich besser. Es gibt nur einen Papi. Genau, Onkel Zeidler, sehr gut. Nein, ich habe dir auch schon geschrieben, Alter. Das nervt mich. Eigentlich der Zeidler, ich finde ihn einen geilen Sieg. Ich finde wirklich, also eben, ich glaube auch, ein Kollege hat gesagt, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Amix ist er etwas in der Mitte. Ich finde, er lebt für den Fußball. Er ist so ein verbissener, also im Sport verbissen, meine ich, aber er hat ein riesen Fußballwissen und zudem ein riesen Super League-Wissen auch aufbauen. Hat ja jetzt einige Super League-Clubs gehabt, glaube ich, in den letzten 1-2 Jahren, oder? Also, ja, ist bei Lausanne ja jetzt. Ja, Lausanne, St. Gallen, GC in dem Fall. Sind das die 3? Ja, also er ist ja lange bei St. Gallen gewesen. Ist ja absolut... Ja, Zeidler ist St. Gallen, ja. Genau, wie letzte Woche, genau. Der Raffi, wo der FCZ lebt, ist der Zeidler. Identifikationsfigur. Genau, ist der Zeidler wirklich bei St. Gallen. Und er ist ja dann auf Bochum, hat ja das Auslandabenteuer gewagt in Deutschland. Und dort ist er ja dann ziemlich schnell gekickt worden. Ja, schnell. Ja. Genau. Er hat 8 Spiele gemacht, ich glaube 1 Punkt oder so geholt, oder 2 vielleicht. Wirklich mega schlecht. Ja. Und lustigerweise, eben GC hat ihn ja schon 3 Mal holen. Also der Papi Sutter eigentlich, seit er da ist, oder? Ja klar, macht Sinn. Die haben gut zusammengearbeitet. Genau, das trifft sich natürlich auch. Das war, wo er bei Bochum oder wo er bei Bochum gekickt worden ist. Dann hat es aber nicht geklappt, weil er irgendwie jetzt gerade nach Bochum hat er nicht zu GC kommen. Dann haben sie ihn holen, wo er zu Lausanne ist, hat sich dann aber für Lausanne entschieden, der Zeidler. Und jetzt hat er wohl keine andere Wahl mehr. Jetzt muss er zu GC kommen. Voll. Ja. Wie findest du es geil? Freust du dich? Ey, ich muss im Fall sagen, ja, ich finde das noch geil. Eben, er kennt die Super League mega gut. Er hat sehr, sehr gute Resultate gezeigt oder Leistungen erbracht bei St. Gallen. Hat dort über mehrere Jahre, hat fast 250 Spiele gemacht, bei ihnen wirklich über mehrere Jahre etwas aufgebaut, ist für etwas gestanden. Eben, es passt auch, er steht, jetzt sehe ich gerade, er war ja noch Sion-Trainer 2016, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm. Voll. Ja, das noch nebenbei. Aber ja, ich finde es super auch. Ganz ehrlich, nach all diesen Jahren und was da passiert bei GC und so, kurz vor dem Abstieg potenziell, also da kann man eigentlich froh sein, dass einer wieder zeitlich kommt, oder? So sehe ich es. Ja, finde auch, ganz klar. Also mit dem Wissen, wo er, also da hast statt irgend so einen österreichischen Trainer, der keine Ahnung hat von der Super League, oder ich weiß auch nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich finde, also, etwas Besseres kannst du jetzt gerade nicht holen. Ich mag ihn. Ich finde es schade, dass er zu GC geht irgendwo durch, aber das ist okay. Ja, genau. So ist es. Und jetzt will ich einfach schauen, was passiert. Und ich glaube, er ist jetzt vielleicht wirklich ein Trainer, der ein bisschen Feuer reinbringen kann. Oder jetzt so für jetzt die letzten paar Runden. Ich finde, das ist auch noch wichtig. Oder eben der Papi Sutter hat das auch noch im Interview gesagt, dass der Zeidler jetzt kommt und jetzt schon dabei ist und sie haben sich geeinigt, dass es jetzt Sinn macht, dass er jetzt schon kommt und nicht erst im Sommer. Und finde ja top, oder? Es ist auch gesichert für die Challenge League, wenn wir jetzt wirklich absteigen. Voll. Und das ist so,
oder das was der Sutter amigs macht, das wirkt alles eigentlich noch recht anständig und noch recht so ein bisschen, auch wenn es jetzt ja eigentlich auch voll in die Hosen ist, aber ich finde, Scheiblener hat einen guten Trainer geholt. Nachher voll die falsche Entscheidung wahrscheinlich mit dem Rauskicken. Aber Zeitler finde ich jetzt eigentlich auch noch gut. Ja. Ja, voll. Abwarten. Nicht hypen lassen, oder? Man kennt es. Keine falschen Hoffnungen. Ja, sowieso. Also Hype können wir zwei nicht verspüren. Das ist völlig falsche Zeit für das. Ja, ja. völlig. Das geht nicht. Hey, ja, ich würde darum sagen, ja, das wär's ungefähr. Jetzt auch von GC. Jetzt sind wir halt gespannt, was passiert. Die letzten 3 Partien holt man noch den FCZ, oder? Nein, holt man natürlich nicht. Ja, etwas ist aber schon etwas, was ich noch gelesen habe, wegen dem Barragestadion so nebenbei. Hätten wir vielleicht noch, ich weiß auch nicht. Weil ich habe gesehen, dass eben Lugano, also eigentlich alle tun dumm, Lugano tut dumm. Was schon krass ist, ist, dass eigentlich hätte man das können umgehen, wenn die Liga einfach gesagt hätte, ja, das Heimspiel von GC ist am 20. Aber man hat es dann ausgelost und dann ist es halt nicht so gekommen. Ich glaube, auslosen ist aber auch korrekt, also der korrekte Weg. Verstehe ich auch, dass die Liga sich da nicht anpasst, aber gleichzeitig, ja, Alter, im schlimmsten Fall findet es kein Stadion. Biel habe ich jetzt mal noch gesehen. Ich weiß nicht, ob Biel etwas ist. Hast du das auch gelesen? Ja, das habe ich auch gewusst. Biel haben es schon vor einem rechten Zeitchen mal angefragt. Könnte auch klappen, aber ich weiß es nicht, ob das... Nein, eben, es ist ja wieder eine super Situation. Du sagst es mit der Liga. Ich glaube, ich meinte eben die letzten 2 Jahre, ist es so, die letzten 2 Barragen ist es so gewesen, dass einfach der Unterklassige das Heimrecht hat im zweiten Spiel und dass sie jetzt aber irgendwie ausgelost haben aus irgendeinem Grund und jetzt ist es eben so rausgekommen. Okay. Verstehe ich irgendwo durch auch, ja, keine Ahnung, so, ja. Ich denke mir dann auch, ich meine, die Liga hat ja auch ein Interesse daran, dass das Spiel stattfindet und nicht am Schluss dann einfach so Vorfälle auf dem grünen Tisch und so Geschichten, oder? Voll. Also das wär wirklich eigentlich noch zum Saison abrunden etwa das Schlimmste, was passieren könnte. Wie hässig wärst du? Oder was? Also, könntest du es glauben? Oder hast du das Gefühl, könnte es wirklich so weit kommen oder nein, da wird eine Lösung gefunden? Ja, nein, also wenn wir jetzt wirklich realistisch sind, also das glaube ich nicht. Dann wird man weil die Liga ist ja dann auch auf der Seite von GC. Die würden dann auch wollen, dass das Spiel stattfindet und nicht einfach ein Geisterspiel könnte es dann vielleicht geben, dass man sagt, hey, wir machen jetzt einfach wie ein Testspiel irgendwie auf dem Campus oder so etwas. Oder ja, so etwas in die Richtung, dass man das einfach macht, oder? Das könnte ich mir noch vorstellen. Voll. Aber dass man wirklich sagt, das findet jetzt einfach nicht statt und GC hat jetzt einfach das Rückspiel, verliert es dann einfach 3-0. Da muss, glaube ich, schon mega viel passieren. Glaube ich schon nicht. Aber ja, es wäre irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wäre es auf eine Art passend, dann einfach so absteigen. Das Pünktchen. Ja, voll. Ich glaube, da bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich mehr würde lachen. Ich glaube wirklich so ein bisschen einfach drüber lachen, wie absolut. Ich glaube, du wärst dummy-hässig. Ja. Aber ja. Ja, mal schauen. Wann ist Barrage? Ende Mai? Oder ja, müsste. Wartet Sie mal. Oder? Weil, also ich meine, eben, jetzt ist dann bald die Super League fertig. Heute in 12 Tagen, ich weiss jetzt gar nicht mehr, wann genau, ich habe das nur so aufgeschrieben. Also das übernächste Wochenende ist die Super League fertig. Ja. Ich meine, am 11. Juni bis 19. Juli haben wir noch WM und 5 Tage später fängt die neue Saison an. Also eigentlich haben wir ab dem 11. Juni ist wieder gut. Sehr schön, sehr schön. Ab dann ist wieder gut, ja, schön gesagt. Schön gesagt, ja, es ist am 20. Mai ist das Spiel. Also, das ist ja schon bald, merke ich gerade. Das ist ja 2 Wochen. Das ist ja am 20. Ui, dann ist es aber wirklich kritisch. Wow, das habe ich... Ja, ich habe gedacht, das geht noch so einen Monat. Okay. Also ist es 20.05., weil das ist ja Mittwoch. Wow. Aber nein, kann gut sein. Nein, stimmt. Warte. Stimmt, nein, ich habe nur die Überschrift gelesen, dummerweise. Das wäre da Statudiskussion. Jetzt müssen wir da noch ganz schnell. Warte jetzt. Ja, also Ende Mai ist die Barrage.
Gehen wir in die Tipps. Jetzt ist doch erst... nein, das ist Saison 27. Okay, egal. Wir haben alle Internet und Google. Ja. Gut. Wir können es nur nicht alle bedienen, wie Tipps. es aussieht. Ja, FCZ Derby GC 2-1. 2-1 FCZ. 1-1. Vinti Lausanne 1-3 Lausanne. 2-1 Lausanne. Gut. Cool. Haben wir auch noch Tipps? Ich freue mich, wenn die Drecksaison endlich fertig ist. Wirklich. Bei genussig. Alter Tim, muss ich übrigens sagen, du machst mir langsam Angst. Ich habe wirklich so schlecht getippt und du bist, glaube ich, noch irgendwie 7 Punkte oder so. Also wirklich, Ja, du hast richtig du hast etwa 100 Punkte aufgeholt. Wirklich, ich bin so locker flockig. Ja, Tim ist ab, er ist weg. Ja, jetzt wird es nochmal heiß. Aber der Raffi hat leider sicher etwa 40 Punkte vor uns. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, oder 50, ich habe keine Ahnung. Ja, nein, das wird fast unmöglich, ja. Aber bei uns gibt es noch ein bisschen Fight. Und eben, wir haben doch schon 2-3 Mal das Feedback gegeben, dass wir ja da tippen und nachher einfach das Null mehr aufgreifen in der nächsten Episode und so. Ja. Darum eben, nächste Saison wird sich dann das ändern mit Online-Tippspiel im Netz. Ja, und auch ein bisschen Einsicht, genau. Gut tippen. Voll. Genau. Schön. Gut, also... Dann vielen Dank fürs Zuhören, für die noch überhaupt zuhören. Schwierige Phase, schwierige Zeit für uns alle, aber es kommt besser, oder? Unbedingt. Ja, voll. Vielen Dank und gute Woche. Bis bald, ciao zusammen. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Peter. Stahl. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister. Das Publikum Rekordmeister. Für den Spack. Und jetzt ist die Schweizer Wiese geholt und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?